Vielen Dank. Hey, was erzählt man am Anfang des Jahres? Ich habe mir das im alten Jahr überlegt, vorausschauend wie ich bin. Und dann habe ich den Urlaub erlebt, den ich jetzt erlebt habe und dachte, es ist sehr spannend, dass ich dieses Thema gewählt habe. Ich bin heute Morgen um 6.15 Uhr aufgestanden. Die Juliana hat mich etwas früher eingeladen, heute um Dinge vorzubereiten. Und ich habe meine Kinder noch gesattelt, weil das Ding ist, meine Frau wurde krank im Urlaub. Also an den Weihnachtsfesten war alles gut und dann wurde sie krank. Und zwar so, wie ich sie selten gesehen habe. Wir haben die Entscheidung getroffen, noch kurz für 2-3 Tage in den Schwarzwald zu fahren. Und auf dem Weg dahin merke ich, wie sie einfach den macht. Komplett. Und ich 3 Kinder hinten drin und dachte, ja, das wird cool, easy, das schaffen wir schon. Und dann ist die aber nur noch rumgelegen wie eine tote Fliege. Und das Problem ist ein bisschen für mich, ich meine, ich bin jetzt auch hier mit meinen 2 von 3 Kindern sind hier, immerhin. Und beide haben eine Hose an. Also generell, ich kann schon gewisse Dinge bewerkstelligen, aber ich muss auch sagen, ich arbeite zurzeit und sie ist voll daheim bei den Kindern. Das heißt, die ganzen Prozesse im Haus, das ist alles bei ihr. Und das einfach mal so zu übernehmen, liebe Männer, hört mir mal zu, wenn eure Frauen Vollzeit daheim sind, das ist nicht so easy. Ihr macht einen grandiosen Job, ich habe es gerade in den Tagen wieder erlebt. Einfach zu sehen, wie anstrengend das Leben plötzlich sein kann. Weil das Ding ist ja, die Mama ist krank. Alle 3 Kinder sind voll auf die Mama eingeschossen. Das heißt, jedes Bedürfnis, das in den Kindern hochkommt, ist zuerst mal Mama. Und den Kindern dann beizubringen, jetzt nicht Mama, sondern Papa, das braucht ein paar Tage. Und das ist relativ anstrengend, wenn sie dann wie eine tote Fliege auf dem Sofa liegt. Und wir haben dann die Tage dort irgendwie verbracht. Hat irgendwie funktioniert. Und dann am 30. sind wir dann zurückgefahren. Ich habe noch versucht, auf dem Feldberg einen Arzt zu finden. Ich habe gedacht, kein Schnee, viele Ärzte. Die werden wohl Zeit haben, aber um 14 Uhr war keiner mehr da. Also sind wir weitergefahren nach Basel und Maike hat irgendwann gesagt, ich muss jetzt zu einem Arzt, ich kann nicht mehr. Und dann habe ich sie irgendwo auf eine Notfallklinik hier in Basel gebracht. Und dann stehst du da in Klein-Basel mit 3 kleinen Kindern und denkst dir so, ja cool, okay, Urlaub daheim in der eigenen Stadt, was macht man jetzt mit 3 kleinen Kindern? Dann bin ich zuerst in das eine Restaurant, das ist im 5. OG, also das ist ein Einkaufshaus, du gehst rein, dann machst du mal Rolltreppen fahren mit allen 3. Dann nimmt der Große, nimmt die Mittlere an die Hand und ich nehme die Kleine an die Hand, wir fahren 5 Stockwerke hoch, um dann oben zu sehen, es gibt nicht wirklich ein vernünftiges Angebot für die Kinder, gehen wir wieder 5 Stockwerke runter. Dann gehen wir über die Straße, weil auf der anderen Straße hat es noch ein anderes Kaufhaus, da hat es auch ein Restaurant. Ja, da dachte ich mir, gehe ich ja dahin. Das kenne ich ein bisschen besser, da weiß ich grundsätzlich, was mir erwartet. Ich gehe da 5 Stockwerke hoch, weil das ist auch im 5. OG. Und da habe ich dann den Kindern irgendwas gekauft und gesagt, setzt euch mal dahin. Der Große, der wurde jetzt 8 gestern, gesagt, du hast jetzt Verantwortung, dass keines abhaut, deine kleinen Schwestern. Und ich gehe mal etwas zu essen holen, also habe ich ihm eine Pommes geholt und der steht auf Tomaten-Mozzarella-Salat, dann habe ich ihm das gebracht und dann war aber alles schlecht. Die Pommes waren nicht gut, zu heiß, zu viel Paprika, zu viel Salz. Tomaten-Mozzarella-Salat war die falsche Soße dran und ich denke mir so, ja, wie auch immer. Gott sei Dank hat meine Frau dann irgendwann angerufen und gesagt, du, ich bin jetzt ungefähr in 15 Minuten fertig, ihr könnt mich abholen. Mission grundsätzlich mal erfüllt, weil ich hatte alle 3 Kinder noch bei mir und sie hatten alle eine Hose an. Okay, Frau holen gegangen, daheim angekommen und irgendwann denke ich mir so am 30. Abend, hey, jetzt der heutige Tag, das war ja ein Urlaubstag. Weißt du, ich habe gewisse Erwartungen an meinen Urlaub gehabt. Ich dachte mir so, ich würde mich gerne erholen, ich hätte gerne ein bisschen friedliche Zeit, vielleicht ein bisschen raus in die Natur, wenn es gut läuft, in den Schnee. Ja, und dann bist du da, 30. Abend, dann geht es weiter, der 31. kommt, wir haben ausgemacht, mit einer Familie in Winterthur Silvester zu feiern. Ja, was machst du da? Maike kann nicht mitkommen. Ich habe gedacht, ja, wenn ich jetzt mit 3 Kindern daheim bleibe, bedeutet das 2 weitere Tage daheim mit kleinen Kindern bei schlechtem Wetter oder kaltem Wetter. Und dann bin ich ja trotzdem hingefahren. Die Nacht Silvester war nicht ganz so easy, weil die Kinder so an einem fremden Ort ohne Mama hat schon irgendwie funktioniert. Hey, aber ich sagte, am 1. bin ich irgendwann daheim gesessen und habe mir so gedacht, ich bin schon eine arme Sau. Nee, ohne Witz. Ich war so am Ende. Ich dachte mir so, was tue ich mir da eigentlich an?
Arbeiten ist so easy. Wenn du einfach, gell, sie sagt, die Mama dir sonst daheim ist, sagst, du gehst einfach ins Büro, du machst dein Ding, du quatschst mit erwachsenen Menschen. Natürlich bin ich abends müde, wenn ich heimkomme, aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich weiß noch, wie ich heiße und wie alt ich bin. Aber das Gefühl hat mich definitiv verlassen zum Jahresanfang. Und ohne Witz, ich saß irgendwann so da und dachte einfach, mein Leben ist einfach Kacke. Ich brauche jetzt eigentlich Urlaub. Ich war so unendlich müde am Ende des Jahres. Ich habe regelmäßig im Büro gesagt, ich brauche jetzt wirklich Urlaub. Weil ich war so endlos müde. Ich bin kaum zum Bett rausgekommen am Morgen und dann so eine Woche und ich dachte mir so, echt jetzt? Und dann bin ich in so einen Strudel gekommen und habe gemerkt, ich war unzufrieden. Es hat mich genervt. Und dann, was ich halt so mache, wenn ich daheim bin, dann mache ich die Glotze an, schaue ich Nachrichten, dann kommt dieses Thema Grand Montana. Da denke ich mir, ja super, geil, muss das sein, was wir da erleben? Das gebe ich weiter, dann sehe ich hier Krieg, da Katastrophen. Und ich habe so gemerkt, wie ich wirklich so in einen Abwärtsstrudel reingeraten bin, der Unzufriedenheit, wo ich gemerkt habe, das ist so mühsam, ich renne nur noch rum. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich checke gar nicht mehr, was ich mache. Und wenn ich die Welt angucke, checke ich gerade auch nicht genau, was daran Spaß machen soll, was gerade läuft. Und ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, solche Momente, wenn du dich wiederfindest in so einer Unzufriedenheit, wo du merkst, vielleicht wurden deine Erwartungen überhaupt nicht erfüllt, vielleicht bist du komplett erschöpft, vielleicht kämpfst du irgendwo mit etwas, was dich bindet, vielleicht guckst du die Welt an und denkst dir, echt jetzt? Wenn du die Nachrichten mal guckst. Unzufriedenheit ist etwas, was momentan zunimmt. Das ist wieder am Kommen. Also wir sind als Schweiz, wir sind nicht Vorreiter, aber wir haben doch eine gewisse Unzufriedenheit, die zunehmend ist. Ich habe mal ein bisschen darüber gelesen, vor allem das Thema Zukunftspessimismus ist größer und größer aktuell, weil die ganzen Kriege, die laufen, die Themen, die wir uns vielleicht auch als Ziele gesetzt haben, wie zum Beispiel Welthunger in den Griff zu bekommen, aber es anscheinend doch nicht klappt, oder auch die ganze Geschichte mit der Umwelt, wo wir eigentlich Ambitionen haben, das besser zu machen, es gelingt uns nicht. Dann kommt die ganze Teuerung hinzu, dass das Leben teurer wird, aber die Gehälter nicht gleich hochgehen und du merkst, unser Wohlstand ist echt in Gefahr. Und irgendwo merkst du, dass viele Menschen der Zukunft nicht mehr so positiv gegenüberstehen. Man merkt, dass viele skeptisch sind, was kommt, wie wird das Leben in 20 Jahren sein, ich frage mich das manchmal selbst, wie wird das Leben für meine Kinder sein, wenn sie erwachsen sind? Wie wird das sein? Werden sie noch in einem friedlichen Land leben? Ich weiß nicht. Jüngere Menschen sind interessanterweise unzufriedener als ältere Menschen, hat vielleicht auch damit zu tun. Ich habe gelesen, dass mehr als 50% unzufrieden sind mit ihrer Arbeit. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung in diesem Land ist unzufrieden mit ihrer Arbeit. Und dafür verbringst du doch eine sehr, sehr große Anzahl Stunden pro Tag, normalerweise. Schau, ich wünsche uns als Kirche etwas. Ich wünsche uns Zufriedenheit. Ich habe das angefangen, Menschen zuzusprechen, weil ich selbst aus meinem Leben kenne. Ich bin von Grund auf nicht der größte Optimist. Ich kann relativ gut schwarz zeichnen. Also ich habe zum Beispiel meine Frau an meiner Seite, die mich da immer wieder korrigiert, wenn ich negativ werde, wenn ich auf das Schlechte schaue, wenn ich auf die Dinge gucke, die nicht gut sind in meinem Leben, aber auch im Weltgeschehen oder in unserer Kirche oder in unserer Familie, ist sie jemand, der mich immer wieder korrigiert und sagt, hey, du fängst wieder an zu jammern, du wirst wieder negativ. Und ich muss mich jetzt über die letzten 1,5 Jahrzehnte, heirate, ist ein guter Tipp von mir, musste ich mich da rausbewegen, aktiv. Und ich denke, ich habe einen gewissen Weg gemacht, aber es ist für mich immer noch eine Challenge, Dinge nicht negativ zu sehen, nicht in den Unfrieden reinzufallen. Und ich merke mit der Veränderung, wenn ich wirklich Frieden in mein Herz reinbekomme, was das für eine Kraft hat. Und deswegen wünsche ich dir das fürs 2026. Ich glaube, wenn du einen Frieden in deinem Herz hast, hast du so viel.
Ich glaube, wenn du zufrieden bist, dann hast du so viel. Und ich will dir am Anfang dieses Jahres zusprechen, ich glaube, Zufriedenheit, ein zufriedenes Herz zu haben, das hat nicht wahnsinnig viel mit deinen Umständen zu tun. Weil ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre auf dieser Welt und ich war in unterschiedlichen Branchen, in unterschiedlichen Teams am Arbeiten. Ich habe verschiedene Schulklassen erlebt. Ich habe mal auf dem Land gelebt, hier in der Stadt. Ich habe in München gelebt. Ich bin rumgereist, bin in verschiedene Länder gekommen. Ich war an ganz luxuriösen Orten, wo alles ganz protzig war. Ich war aber auch 2 Wochen in den Slums in Manila, in den Philippinen. Und glaub mir, ich habe überall zufriedene und unzufriedene Menschen getroffen. An Orten, wo du denkst, es ist alles perfekt, trotzdem Unzufriedenheit. An Orten, wo Menschen wirklich in ihrem Dreck saßen, in den Slums, Zufriedenheit. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie ist es möglich? Wie ist es möglich, dass die Umstände nicht unsere Zufriedenheit definieren? Weil es scheint etwas anderes zu geben als unsere Umstände. Im 1. Thessaloniker 5,18, glaube ich, steht der Schlüssel, wenn es um Zufriedenheit geht. Paulus schreibt, dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist das, was Gott von euch will. Ich habe das gelesen und gedacht, das ist auch noch speziell geschrieben. Gott will das von dir, dass du ihm dankst. Das fand ich irgendwie komisch. Warum ist das so? Warum will Gott, dass du ihm dankst? Schon mal überlegt? Der weiß doch das alles schon. Der sieht doch die Dankbarkeit in deinem Herzen schon. Und auch deine Unzufriedenheit. Der weiß schon alles, was in dir drin passiert, richtig? Warum will er, dass du ihm dankst in jeder Lage? Gott hat uns gemacht. Und ich finde es interessant, wenn wir uns mit der Psyche unseres menschlichen Seins befassen, finden wir immer wieder Dinge heraus, die Gott schon lange wusste, als er uns gemacht hat. Und ich glaube, wir entdecken immer wieder neue Dinge, die wir in der Bibel schon sehen, die sich jetzt auch wissenschaftlich bestätigen, dass es absolut sinnvoll ist, weil Gott uns so gemacht hat. Er weiß, wie wir ticken. Ich habe ein bisschen über Dankbarkeit gelesen, noch im alten Jahr. Dankbare Menschen, ist man sich einig, sind glücklicher. Glaubst du das? Kennst du dankbare Menschen? Kennst du einen Menschen in deinem Umfeld, von dem du sagen würdest, der hat immer Dankbarkeit in sich drin? Das sind die glücklicheren Menschen. Dankbare Menschen haben weniger Stress. Dankbare Menschen sind widerstandsfähiger, haben eine höhere Resilienz. Es gab eine Eigenschaft, die mehr und mehr gefragt wird heute, Widerstandsfähigkeit, wenn Dinge im Leben passieren, die nicht so sind, wie wir es wollen, die nicht gut sind, wie gut können wir dem widerstehen, wie gut kommen wir wieder auf unsere Beine. Und Dankbarkeit hat anscheinend einen großen Einfluss auf unsere Resilienz. Studien zeigen, ich weiß nicht, wie viele Studien gelesen zu dem Thema, zusammengefasst, ohne euch mit Werten zu bombardieren. Gelebte Dankbarkeit, ausgeübte Dankbarkeit hat einen großen Einfluss auf dein und mein Wohlbefinden. Also wie gut es uns geht in uns drin. Dankbarkeit hat einen großen Hebel darauf. Und jetzt kommt das Interessante, was ich auch gelesen habe, ist, geschriebene oder ausgesprochene Dankbarkeit hat einen größeren Effekt als nur gedachte Dankbarkeit. Wusstest du das? Ich wusste das nicht. Das finde ich interessant. Wenn du Dinge aussprichst, ich meine, wir erleben das immer wieder und wir sehen das auch immer wieder in der Bibel, wenn du Dinge sprichst, bekommt es mehr Kraft. Kennst du das? Wenn du betest, wenn du gemeinsam betest. Warum ist es so? Wenn Josh sagt, sprich mit jemandem darüber, wenn dich etwas bewegt, bete mit jemandem darüber, komm zum Gebetsteam.
Ja, das hat Kraft. Jemand spricht etwas laut aus. 2 kommen zusammen und sprechen etwas aus. Das bekommt mehr Kraft als einfach nur ein Gedanke. Und das ist interessanterweise auch bei der Dankbarkeit so. Und deswegen möchte ich mich heute mit diesem Thema Dankbarkeit aussprechen mal ein bisschen befassen, weil ich glaube, es gibt verschiedene Arten Menschen. Darf ich mal kurz eine Umfrage machen in der Halle? Wer führt so etwas wie ein Dankbarkeitstagebuch? Streckt mal deutlich auf, bitte. Und guckt mal ein bisschen rum. Was sind wir da? 1-2% ungefähr. Ihr seid die Arten Menschen, die ich bewundere. Ich strecke nicht auf. Ich habe so gezeigt, wie das funktioniert. Ich habe sowas nicht. Ich bin nicht so der Moleskine-Typ, der sich irgendwo auf einen Stein setzt, mit einem ledergefassten schönen Buch und eine schöne Schrift hat und die Dinge tagtäglich einschreibt. Ich bin vielleicht eher der das mal ausspricht. Aber ich glaube, wo ihr einen Vorteil habt, wenn ihr sowas macht, ist, dass ihr Routine reinbekommt bei solchen Themen. Und das ist eine große, große Stärke, weil ich glaube nicht, dass ich heute Morgen dich überzeugen muss, dass Dankbarkeit gut für dich ist. Ich glaube, das ist schnell getan. Ich habe jetzt noch 17 Minuten Zeit. Ich glaube, ich könnte hier einen Punkt machen und wir sind uns einig, ja, Dankbarkeit ist gut, wir entscheiden uns für die Dankbarkeit. Okay, super. Die Challenge ist hier, wie bekommen wir das in den Alltag rein, wenn wir nicht der Moleskine-Typ sind? Wie bekommst du das in deinen Alltag rein, dass Dankbarkeit, ausgeübte, gesprochene, geschriebene Dankbarkeit Platz findet in dir drin, in deinem Alltag, auch wenn du nicht der Typ bist, der sich mit dem Buch hinsetzt und tagtäglich schreibt, so wie ich. Ich glaube, es lohnt sich, wenn wir uns diese Frage stellen, weil ich glaube, wenn du Dankbarkeit aussprichst oder ausschreibst, dann passiert etwas ganz Wichtiges. Paulus sagt, dankt Gott in jeder Lage. Und er macht da mal einen Punkt, er sagt, geh mal zu Gott und bring ihm deinen Dank entgegen. Ich bin überzeugt davon, wenn du das anfängst, jeden Tag zu machen. Und ich weiß nicht, ob du das schon machst. Ich habe das mal angefangen vor ein paar Jahren. Am Morgen, wenn ich anfange zu beten, einfach mal zu danken. Minutenlang. Und du wirst staunen, wenn du das nicht oft machst, wie schnell du viel Zeit brauchst. Weil auch wenn du denkst, es ist alles ziemlich kacke in deinem Leben, gibt es einen ganz großen Teil, der wirklich gut ist. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, wenn du da mal in die Themen reingehst, wo du plötzlich merkst, hey, das ist wirklich gut. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, dass dieser Vers noch sagt, was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Alleine das, was Gott für dich getan hat, kann dich dazu führen, dass du 4 Stunden einfach dankbar bist. Wenn du mal dir selbst in Erinnerung rufst, dass es ein Geschenk ist, wenn du glauben kannst. Dass das, was Jesus für dich am Kreuz getan hat, alles ist, was getan werden muss, dass es gut ist zwischen Gott und dir. Wenn du dir der Gnade bewusst bist, die Gott dir entgegenbringt. Wenn du dir mal überlegst, was er dir schon alles vergeben hat, wo er schon überall Heilung in dein Leben gebracht hat. All diese Themen, die Jesus möglich gemacht hat. Und dann kannst du auch zu den kleineren Dingen kommen, zu all deinen Kleinigkeiten in deinem Leben, zu deinen Ressourcen, zu deinen größeren Dingen in deinem irdischen Leben, zu deinen Beziehungen, an dem Ort, an dem du lebst, dass du im Frieden leben kannst und. Ich denke mir dann, als wenn ich in solche Themen reingehe, wenn ich mal ein bisschen um mich herum schaue, was alles nicht selbstverständlich ist, brauchen diese Gebete plötzlich Platz. Und es nimmt plötzlich viel mehr Zeit in Anspruch, als wir denken. Und ich glaube, wenn wir das machen, und ich habe das selbst jetzt über Jahre angefangen zu praktizieren, und ich sage dir, es lohnt sich. Es passiert was in unserem Herzen. Das ist der Weg zur Zufriedenheit. Der Weg zur Zufriedenheit ist nicht, dass alles perfekt ist. Spoiler, das ist es nie.
Ich habe noch nie einen Moment in meinem Leben erlebt, in dem alles gut war. Ist einfach so. Trotzdem ist vieles gut. Und das kann ich ins Zentrum rücken und dort kann ich Platz schaffen. Und dann findet plötzlich Zufriedenheit Platz in meinem Herzen. Der Punkt ist, Dankbarkeit auszusprechen. Das können wir auch unter uns tun, zwischenmenschlich. Und ich glaube, das hat auch einen riesigen Impact. Und deswegen ist es auch so viel wertvoller, glaube ich, Dank Platz zu geben in uns in gesprochener Weise oder geschriebener Weise. Weil wenn ich jemandem von euch ausspreche, wofür ich dankbar bin, dann löst wieder das etwas in dir aus. Wenn ich dir all die Dinge aufzähle, wo ich dankbar für bin, merkst du plötzlich, das habe ich auch, das habe ich noch gar nicht überlegt. Und dann machst du das genauso, dann löst das wiederum etwas in mir aus. Überleg mal, was sich in deinem Umfeld ändert, wenn du anstatt über das, was nicht gut ist, über das sprichst, was alles gut ist. Was würde passieren in den Gesprächen, die wir führen? Wie würde sich unsere Kirche anfühlen? Wie wäre die Atmosphäre in unserem Familientisch? In unserer Klasse, in unserem Team? Wo wir auch immer viel Zeit verbringen und Gespräche führen. Ich will dich ermutigen, Anfang 2026, lass deine Zufriedenheit nicht von deinen Umständen diktieren. Du kannst sie steuern ein Stück weit. Nicht vollumfänglich, aber du hast Einfluss auf deine innere Zufriedenheit, indem du Dankbarkeit anfängst auszuüben, regelmäßig. Das wird einen Unterschied in dir machen und in deinem Umfeld, du wirst sehen. Schau, es geht mir nicht darum, dass wir etwas Aufgesetztes machen. Wir müssen nicht das wegignorieren, was nicht gut ist. Ich glaube, es geht nicht darum, vielleicht kennst du diese Menschen auch, wo immer alles gut ist. Wo du dir irgendwann denkst, ja. Ich habe solche Menschen in meinem Umfeld. Und ich mir denke, irgendwann frage ich gar nicht mehr, wie es geht. Weil ich sowieso weiß, was alles kommt. Es geht mir nicht darum, das Negative zu ignorieren, sondern das Gute zu fokussieren. Ich weiß nicht, ob du Musik machst, Musik gerne hörst. Ich liebe es, Musik zu machen. Mir hilft es manchmal, wie ein Song aufgebaut ist. Da kommt meistens ein Intro, dann kommt ein Vers, dann kommt ein Chorus, dann kommt ein zweiter Vers, wieder ein Chorus, dann kommt die Bridge oder die Coolen sagen Middle Eight und dann kommt nochmals der Chorus und vielleicht nochmals der Chorus und bei uns im Worship kommt dann noch 6-mal der Chorus und in anderen Kirchen kommt dann noch 20-mal der Chorus. Ihr spürt mich, gell? Und dann kommt das Outro. Mach Dankbarkeit zu deinem Chorus. Das andere hat Platz. Wir können über die Dinge sprechen, die nicht gut sind. Das sind die Verse. Easy. Aber mach Dankbarkeit zu deinem Chorus. Etwas, das immer und immer und immer wieder kommt, weil es verändert dein Herz und es verändert die Atmosphäre, in der du dich aufhältst. Ich kann 100 Beispiele machen. Hier in der Kirche. Wir haben viel zu wenige Leute, die mitarbeiten. Aber ich habe heute meinen Sohn geschickt, zu zählen, wie viele Leute schon da sind, bevor die Türen geöffnet werden. Es waren über 30 Leute hier, die irgendwo mit angepackt haben, damit das hier möglich wird. Das ist großartig, oder? Gebt ihnen mal einen Applaus. Ich kann über das sprechen, wo es mangelt, aber ich kann auch das sehen, was gut ist und was ein Geschenk ist für unsere Kirche. Was sprichst du aus, wenn du über deine Lebensbereiche sprichst? Über deine Ehe, über deine Kinder, über deine Familie, nach oben, nach unten, seitlich, über dein Geschäft, über deine Small Group, über deine Kirche. Was sprichst du aus? Was kommt aus deinem Mund raus? Repetierst du Dinge, die nicht gut sind, oder repetierst du die Dinge, die gut sind, wo du dankbar für bist?
Ich glaube, du kannst eine Entscheidung treffen. Wie gesagt, Vers und Chorus. Das heißt nicht nur das eine, das andere gar nicht. Alles hat seinen Platz. Aber ich glaube, wir können Dankbarkeit ihren Raum geben. Und Zufriedenheit wird folgen. Ich möchte das jetzt gerne üben mit dir. Weil ich glaube, wir können ganz, ganz lange darüber debattieren. Bis jetzt sind wir uns wahrscheinlich recht einig, dass Dankbarkeit etwas Gutes ist und dass wir das wollen. Schau, die Kunst dran, solche Dinge wirklich zu tun, ist einfach mal anzufangen. Und mal etwas zu tun, was man sonst nicht immer tut. Halt mal das Zeug aufzuschreiben. Das kannst du zum Beispiel heute tun. Wir haben dort solche Tische auf der Seite. Wenn du daheim bist, den Livestream, du hast sicher irgendwo Papier und Stift, dann hol dir jetzt was. Und dann kannst du gerne einfach mal mit dem Filzstift auf den Tisch, bitte nur auf die mit Papier bespannten Tische, okay Leute, schreiben, wofür du dankbar bist. Und mach das mal. Schreib einfach mal in Worten hin, wofür du dankbar bist. Es hat viele Stifte, es hat Platz ringsrum, du kannst hingehen. Du darfst auch lesen, was die Menschen schreiben. Du wirst sehen, es wird etwas in dir auslösen. Wenn du das nicht tun willst oder da zu viele Leute sind, du sitzt neben jemandem hoffentlich. Wenn nicht, dann setz dich um, dass du neben jemandem sitzt. Dann tauscht euch mal aus, wofür bin ich dankbar und sprecht euch das mal zu. Und du wirst sehen, das wird etwas auslösen in dir, wenn du es aussprichst, aber auch wenn du es hörst. Und ich habe noch, das ist einfach für mich sehr hilfreich, ich habe noch ein Giveaway für dich. Auf diesen Tischen hat es solche kleinen Glöckchen. Ich zeige dir das mal kurz. Ganz sanft und unaufdringlich. Ich mache das immer wieder, wenn ich solche Themen habe, wo ich denke, ich will mich immer wieder daran erinnern, mache ich mir so ein Glöckchen an meinen Schlüssel. Meine letzte Erinnerung ist mir letzten Dezember abgefallen. Jetzt habe ich gedacht, es wäre Zeit für eine neue und vielleicht willst du gerade mitmachen. Du kannst dieses Glöckchen auch mitnehmen und irgendwas anderes tun damit. Du kannst es an dein Handy machen, an deine Handtasche. Du kannst es an ein Schnürchen hängen, dass deine Badezimmertür, immer wenn sie aufgeht, dass es kurz klingelt. Hörst du es klingeln? Und immer wenn es klingelt, lass dich erinnern, wofür bin ich dankbar? Und dann denk darüber nach. Aber vielleicht machst du jemandem eine kurze Sprachmemo und erzählst es ihm. Vielleicht erzählst du es jemandem daheim. Vielleicht erzählst du es einfach deinem Arbeitskollegen oder deine Schulfreundin. Wie wäre es, wenn wir das zu den Themen machen, über die wir sprechen? Wie wäre es, wenn wir hier die Mittagessen nach der Celebration nutzen, über das zu sprechen, wofür wir dankbar sind? Natürlich gibt es die anderen Themen. Aber so vieles ist gut. So vieles ist gut. Ganz ehrlich gesagt, ich bin nicht der Typ Christ, der immer über die negative Seite der Zukunft spricht. Wenn ich auf die Weltgeschichte gucke, sehe ich so viel positive Entwicklung. Es ist so viel friedlicher geworden an vielen Orten. Wir haben Krankheiten so viel besser im Griff. Wir haben die Bildung so viel besser hochgefahren. Wir haben so viel, was sich positiv entwickelt hat. Aber vielleicht hast du auch ganz viele Menschen in deinem Umfeld, die die ganze Zeit erklären, was alles schlecht ist und was immer schlimmer wird. Nicht meine Realität. Ich glaube, es liegt auch an uns, auf das zu schauen, was gut ist. Und dem Platz zu geben in uns. Und ich glaube, so findet Zufriedenheit wirklich Platz in uns. Und wir haben jetzt 5 Minuten Zeit. Du kannst gerne in diesen Austausch gehen. Du kannst an den Tisch gehen, Dinge aufschreiben und daheim einfach so machen, wie du kannst jetzt auch jemanden anrufen oder selbst aufschreiben. Und wenn du magst, schnapp dir ein Glöckchen, nimm es mit. Und nach dieser Zeit werden wir dann zu dem gehen, der alles gegeben hat, okay?